Was für ein seltsamer Ort. Puppen aus Knollen mit Blätterhüten. Aber wo ist jetzt die... Hallo. Ich bin Nuri Darinella Wanda. Und das hier sind Frau Grimbald, Flinkel und Hinkel, die Rübengeister und Plapperab. Du kannst mich aber auch Nuri nennen. Was guckst du mich so an? Bist du... verliebt? So ein Mist. Ich dachte, du wärst eine Fee. Der ganze Unsinn, alles umsonst. Natürlich bin ich eine Fee. Was soll ich sonst sein? Du bist ein Mensch, genau wie ich. Du bist viel zu groß für eine Blütenfee. Und eine menschengroße Fee... Verwandelt dich gleich in einen Rettich, wenn du nicht sofort still bist. Oh nein. Die Puppen, sie... Nein, bitte. Bitte tu es nicht. Ich bin nur ein einfacher Vogelfänger. Woher sollte ich das wissen? Ich mache doch nur Spaß. Ich kann niemanden in einen Rettich verwandeln. Ich kann überhaupt nichts mehr verwandeln. Aber du bist eine Fee? Ja, warum? Willst du mich begleiten? Wieso? Willst du mir deine Welt zeigen, wo überall Menschen sind? Ja. Und Dächer aus Holztafeln? Genau, die kann ich dir zeigen. Oh, wunderbar. Aber nein, ich kann doch gar nicht fort. Ich muss hier beim Feentor bleiben. Ist das das Feentor? Führt es in deine Welt? Nicht mehr. Es ist verschlossen. Bist du aus dem Feenreich gekommen? Ja. Und ich kehre hoffentlich nie wieder dorthin zurück. Wieso kannst du nicht einfach mitkommen? Wenn ich weggehe, werde ich krank. In dieser Welt hält mich nur die Magie des Feentors am Leben. Warum das? Es ist meine Quelle. Ohne ihr Zauberwasser vertrocknet meine Seele. Wie eine Pflanze. Könntest du nicht einen Teil der Magie mitnehmen? Wie das? Lass mich überlegen. Wieso willst du nicht mehr in deine Heimat? Es ist einfach so. Schon gut, jeder hat seine Geheimnisse. Bin gleich zurück. So, wir müssen jetzt das Wasser mitnehmen. Da ich sagen, damit nicht mitkommt. Wie schaut du aus? Das hat die alle Raunen. Sie hat ihnen die Wurzeln gestutzt und ihnen Blätterkleider angezogen. Was zum Namenlosen will der Seher ausgerechnet mit dieser Fee? Los, sag ihnen guten Tag. Was? Na los. Hallo Hinkel und Finkel und wie ihr alle heißt. Schau einer Fee nicht zu lange ins Gesicht, heißt es. Sonst fällst du unter ihren Bann. Ist dir etwas eingefallen? Ich überlege noch. Ja, gute Frau. Bei mir dauert es ein bisschen länger. So, da haben wir Lederbänder. Darf ich mir eines von den Bändern ausleihen? Nicht die. Damit wollte ich... Nein, was wollte ich denn damit? Ich schenke sie dir. Ein Band reicht. Eine brüchige Stelle. Der Stein ist ganz feucht. Wenn ich die Bruchstelle etwas vertiefe, komme ich vielleicht an das Wasser. Warte mal. Wir haben doch noch. Den haben wir. Oh, Wasser. Ganz im Innern glitzert es magisch. Ich darf dieses Feenwasser auf keinen Fall berühren. Warum nicht? Ist das eine Zauberquelle? Es sieht gar nicht aus wie ein Tor. Warum? Wie soll es denn sonst aussehen? Du bist seltsam. Ja, das sagt man mir öfter. Auf keinen Fall klettere ich da hoch. Alles Mögliche könnte geschehen, wenn ich dieses Tor berühre. So, wir haben jetzt... Scheiße, ich glaube, ich muss irgendwas basteln. Warte mal. War denn draußen noch was? Raus mit dir. So, er schleicht sie wieder. Ein Schneckenhaus.
Wie ein elfisches Füllhorn aus den alten Geschichten. Ein Füllhorn, warte mal. Ja, kann ich denn? Das darf ein. Gut. Aber womit verschließe ich das Haus jetzt? Das Haus verschließen. Nimm das doch. Interessant. Die Eiche verschließt das Schneckenhaus wie ein Pfropfen. Ich sollte sie trotzdem noch irgendwie befestigen. Befestigen. Wahrscheinlich mit dem Lederband. Eine Schneckenhauskette. Und die kriegt jetzt wahrscheinlich sie, oder? Schau, was ich dir gebastelt habe. Du hast Joka die Schnecke an ein Lederband gebunden? Nein, schau. Das Schneckenhaus ist mit dem Quellwasser vom Feentor gefüllt. Jetzt kannst du mich begleiten. Wirklich? Versuch es. Bestens. Dann los. Du musst mir alles zeigen. Wohin gehen wir als erstes? Wir müssen nach Andergast. Ist das deine Heimat? Das kann man so sagen. Wo lang? Hier lang. Warte. Schau, Geron. Ein prächtiger Vogel. Die Plage wird immer schlimmer. Komm, dort ist das Stadttor. Ich will ihm nur guten Tag sagen. Diesem zerzausten schwarzen Hexentier? Sagt der hässliche, bleiche Schweinefresser. Guten Tag, Rabe. Ich rate euch, meidet die Stadt. Was sagt er da? 2 finstere Gestalten sind durch die Tore geschlichen. Sie suchen deine Feenfreundin. Wer sagt, dass sie eine Fee ist? Ich bin eine Fee. Sie lügt. Wieso kannst du überhaupt sprechen? Und woher weißt du das alles? Ich beging einst einen großen Fehler. Daraufhin straften mich die Götter mit dem Geist eines Menschen. Vögel begehen keine Fehler. Vögel machen einfach, was sie eben so machen. Du meinst, wie die Krähen in dieser Stadt? Warum erzählst du uns nicht etwas Lustiges? Bleib weg von ihm, Nuri. Etwas stimmt hier nicht. Aber alle Tiere können sprechen, Geron. Unwichtig. Komm, bei mir und Gwynling bist du sicher. Wieso ist die Tür offen? Hier wohnst du? Etwas stimmt hier nicht. Wie das hier aussieht. Ist das Blut? Bei den Göttern. Jemand ist hier. Die Fee. Ich muss sie verstecken. So, praktisch. Da ist Blut. Sie muss ich verstecken. Wahrscheinlich ins Kabuff. Nuri, schau mal. Hier ist es spannend. Spannend, schön. Ist In der das Rumpelkammer. eine Höhle? Ja, warte so lange drin, bis du ein helles Licht siehst. Wer ist denn hier? Hallo. Ich bin Nuri Darinella Wanda. Aber Geron nennt mich Nuri. Ich muss endlich wissen, was hier passiert. So, die Nervensäge haben wir weggesperrt. Oben ist Blut, oder willst du wahrscheinlich nicht oder schon? Gott, das will schön. Bei den Göttern. Was ist hier geschehen? Deine Augen. Wer hat dir das angetan? Der Seher. Er ist zurück. Beweg dich nicht. Ich bin bei dir. Er hat seine Kreaturen nach mir gesandt. Die Fee. Du musst sie haben. Gwynling? Gwynling, bleib hier. Was wollten die Angreifer von dir? Der alte Feenforscher. Er ist der Nächste. Was wollen sie von der Fee? Er braucht sie, aber er darf sie nicht bekommen. Was hast du ihnen erzählt? Blut habe ich ihnen entgegengespuckt. Was waren das für Kreaturen? Geschöpfe der Nacht. Fremde einer fremden Welt. Wie sahen sie aus? Sie hatten bleiche Gesichter und
spitze Krallen. Welcher Feenforscher? Oh, Bitte, stirb nicht. Nicht jetzt. er hat uns begleitet. Damals, vor 13 Jahren. Er hat das Tor versiegelt. Das Tor zur Feenwelt. Wo ist er jetzt? Alles umsonst. Wo ist der Feenforscher? In den Blutzinnen am Roten See. Er ist im Orkland? Es ist alles zu spät. Was geschieht jetzt mit der Fee? Es gibt nur einen Weg. Welchen? Du musst sie töten. Nur so kann der Seher aufgehalten werden. Was? Nein, ich bin kein Mörder. Dann wird Andergast untergehen. Ich kann die Fee nicht töten. Du musst es tun. Es muss doch einen anderen Weg geben. Sei kein Narr. Seine Macht liegt jenseits deiner Vorstellungskraft. Gwynling? Da. Ich kann sie hören. Die schwarzen Schwingen. Nein, 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 nein! Was mache ich jetzt nur? Was mache ich nur? Ich kann die Fee nicht töten. Ich kann noch nicht einmal darüber nachdenken. Es muss einen anderen Weg geben. Der Feenforscher. Der Rote See in den Blutzinnen. Der König kann seine Ritter dorthin schicken. Sie werden wissen, wie man den Seher besiegt. Ich muss nur zur Burg und sie warnen und alles wird wieder gut. Da ist die Hexe! Schaut ihr nicht in die Augen! Hexe! Auf den Scheiterhaufen mit ihr! Oh nein, Nuri! Ja, pass auf. Die sitzt da oben, um Gottes Willen. Da unten tobt der Mob. Sie werden die Fee verbrennen. Ich bringe einfach die Fässer zum Rollen. Mit etwas Glück schneiden sie der Meute den Weg ab. Als hätte ich nicht schon genug am Hals. Wie bekomme ich sie da jetzt runter? Nuri! Geron, deine Menschen sind alle wütend auf mich. Ich habe Angst, dass sie mir etwas tun. Was hast du angestellt? Du solltest doch im Zimmer bleiben. Mir war langweilig. Da bin ich rausgelaufen. Ich wollte deine Stadt sehen. Auf dem großen Platz waren alle Tiere eingesperrt. Sie taten mir so leid. Also hast du die Käfige geöffnet. Ja, aber dann bin ich gestolpert. Und es hat furchtbar gescheppert. All die Schüsseln und... Warum bist du nicht im Schrank geblieben? Ich wollte doch nichts Böses. Frag den Raben. Er hat alles gesehen. Wie bist du da überhaupt hinaufgekommen? Ich weiß nicht mehr. Ich hatte Angst vor deinen Menschen. Und plötzlich war ich hier oben. Aber jetzt komme ich nicht mehr runter. Das sind nicht meine Menschen. So, das Problem ist, jetzt müssen wir die da oben kriegen. Scheiße, Mond ist. Zu weit weg. Ja, kann ich denn? Meine Magiekräfte. Zu fest verkeilt. Das schaffe ich niemals. Oder von Omata. Ja gut, der Quinling ist tot, oder? Dann haben sie hingerichtet. Messer, Roger. Kommt genau richtig. Immerhin ein Andenken an Gwynling. Der Seher will uns alle mit einer Zauberharfe vernichten und dafür braucht er meine Fee? Das alles ist doch Wahnsinn. Leb wohl, Gwynling. Sie haben ihm die Augen ausgerissen. Wie soll er nun den Weg in Firons Jagdgründe finden? Ansonsten haben wir nichts mehr, oder? Es schießt nicht mehr. Das Spanngarn ist durchgefault. Ja gut, braucht auch nicht. Gehen wir mal durch, sie. Deine Fee ist in Gefahr, Nachthaar. Du schon wieder. Ein Mob hat sich versammelt.
Sie soll brennen wie eine Hexe. Hilf ihr, bevor es zu spät ist. Was hat die Fee angestellt? Sie ist abgehauen und hat die Tiere befreit. Alles ist in Aufruhr geraten. Um ein Haar hätten sie deine Freundin erwischt. Aber sie hat sich auf die Mauer gerettet. Warum wollen Sie Nuri verbrennen wie eine Hexe? Das kam, als sie in den Stand mit den Tonschüsseln fiel. Sie hat einen fürchterlichen Radau gemacht. Und als alle zu ihr hersahen, zauberte sie das ganze Chaos wieder ganz. Sie kann Dinge wieder heil zaubern? Ja, ganz wie eine Hexe. Und ein Scheiterhaufen ist hier schnell gebaut. Ich muss sie retten. Wieso hilfst du nicht? Ich bin ein Rabe. Was kann ich schon tun? Klug daherschwatzen und dunkle Drohungen ausrufen. Ihr Biester bringt doch nur Unglück. Sehr hilfreich. Und jetzt hol sie von der Mauer, bevor es zu spät ist. Ich denke mir was aus. Du halte still. Mach schon. Ja, Mann, keine Panik. Ich arbeite drauf. Dann werde ich mal. Das werde ich nicht ausziehen können, oder? Zu fest verkeilt. Weil dafür schneiden das durch. Ich meine, er haut hin. Wenn ich wenigstens ein heiles Messer hätte. Oh Gott, das ist auch noch. Kannst du das Messer mit deinem Zauber wieder ganz machen? Sicher, Muss ich dir das irgendwie zuwerfen? nicht nötig. Es ist tatsächlich wieder ganz. Danke. Wirst du mich jetzt retten? Ich bin dabei. So, das Messer ist wieder ganz. Kann rund Gut. gehen. Erst das Seil, dann der Pflock. Nein, Augenblick, andersrum. Sonst überrollen mich unten die Fässer. Ja, was jetzt? Jetzt der Pflock. Unerreichbar. Okay, Mona. Der Pflock muss weg. Wozu habe ich einen Hammer? Der Hammer. Natürlich. Den haben wir ja noch. So, der Pflock ist weg. Und jetzt kappt man das Seil. Ja, pass auf. Wie schaut denn aus? Kommt da oben. Bitte, Geron, mach schnell. Da habt ihr euer Freibier. Aber das Feenmädchen sitzt immer noch fest. Scheiße, dieses Rindviech. So, jetzt kann ich vielleicht aussteigen, ha? Kann ich sein? Ich darf sie zumindest anbieten. Jetzt hätte ich nicht schon... Wie bekomme ich sie da jetzt runter? Deine Flöte. Oftmals werden Finsterlinge durch Musik vertrieben. Nicht diese! Lange wird das die Meute nicht aufhalten. Oh Gott, wie komme ich da rauf? Verdammt, was mache ich? Mit dem Käfig mag ich auch nichts so richten. Auf der brüchigen Mauer kann die Fee unmöglich bis zum Lagerhaus klettern. So brüchig ist sie auch wieder nicht. Die brüchige Mauer. Wie zum Namenlosen ist sie da hinaufgekommen? Auf der brüchigen Mauer kann die Fee unmöglich bis zum Lagerhaus klettern. Bitte, Geron, mach schnell. Als hätte ich nicht schon genug am Hals. Wie bekomme ich sie da jetzt runter?
Ja, pass auf. Nicht die Frage gegeben, was ich machen muss. Ja, kann ich denn? Schau du aus. Jawohl. Das habe ich zumindest an dir. Und die kann ich vielleicht. Geron, sie werfen mit Steinen. Hier lang! Ja, das sagt das. Nuri, komm jetzt! Was ist denn hier passiert? Keine Zeit. Wir müssen die Stadt verlassen. Ist er tot? Denk nicht an ihn. Wir müssen hier weg. Er wollte, dass du stirbst. Und wenn wir hier bleiben, dann wird das auch geschehen. Was? Woher weißt du das? Bevor er starb, hat er mich gebeten, dich zu töten. Aber das werde ich nicht. Ich werde dich beschützen. Also bitte vertrau mir und komm endlich. Ihr könnt herauskommen. Der Mob hat sich beruhigt. Das war der Gong für die 6. Abendstunde. Ich sollte jetzt eigentlich ein Held sein. Ein Held? Der König hatte mich gebeten, die Krähenplage in seiner Burg zu beseitigen. Damit hätte ich es ihnen allen gezeigt. Krähenplage beseitigen? Feenretter sind mir da lieber. Ich werde nie wieder zurückkehren können. Gut so. Die Kreaturen, die deinen Meister ermordet haben, sie würden euch sofort finden. Warum weißt du so viel? Wieso hilfst du uns? Ich habe meine Gründe, Nachthaar. Nur gut, dass diese Kreaturen euch nicht vor mir gefunden haben. Nachthaar? Geron, was machen wir jetzt? Wir gehen zum Roten See in den Blutzinnen. Ins Orkland. Ins Orkland? Ich hoffe, du weißt, was du tust. Wendling sagte etwas von einem Feenforscher. Er wird sich mit dir auskennen, Nuri. Er wird dir helfen. Vielleicht kann er mir zeigen, wie ich wieder zaubern kann, ohne Schmerzen. Ja, bestimmt kann er das. Was glaubst du, Rabe? Denkbar wäre es. Der Forscher darf mich aber nicht zurück in meine Heimat bringen. Dort will ich nie mehr hin. Komm. Ich möchte bis zum Sonnenuntergang so weit von hier fort sein wie möglich. Armer Junge. Er verwechselt Verzweiflung mit Entschlossenheit. Ich vertraue ihm. Du weißt, sein Meister hat ihm befohlen, dich zu töten. Ich weiß. Er hat es mir gesagt. Aber er wird es nicht tun. Er wird mich in Sicherheit bringen und zusammen werden wir die Welt sehen. Wird das schön. Geron, warte. Mach dir keine Sorgen, Rabe. Er macht schon keine Dummheiten. Ich hoffe, du hast recht, Kind. Zum ersten Mal in seinem Leben verließ Geron seine Heimat. Er wusste nicht, wo genau der Rote See lag und ob er den Feenforscher dort wirklich finden würde oder wie dieser ihm helfen könnte. Er folgte dem Weg einfach nach Norden. Wie hätte er ahnen sollen, wohin ihn diese Reise noch führen würde? Nuri hatte alle Sorgen hinter sich gelassen. Endlich war sie frei. Und sobald sie den Feenforscher gefunden hätten, würde sie sogar wieder zaubern können. Dann würde sie in jeden Baum einen Regenbogenvogel setzen und Geron ein fröhliches Gesicht malen. Derweil verfolgte Geron die Stimme aus seinem Traum. Und ihre entsetzliche Prophezeiung erfüllte ihn mit Zweifel.
Warum hast du dich auch mit einem Zornbold-König eingelassen? König Efferdan ist kein... Zornbold heißt nur seine Familie. Aber warum glauben dann alle, dass du Unglück bringst? Ich bringe kein Unglück. Komm, vielleicht kennt die uralte Frau dort den Weg zum Feenforscher. Sie soll uns in ihrem Wagen fahren. Warte, lass mich reden. Du spielst gut auf der Laute. Danke. Es ist das Lied eines geliebten Menschen. Eines geliebten Menschen? Bitte, wer seid ihr überhaupt? Und warum schleicht ihr euch an mein Lager? Wir kommen aus Andergast und sind auf dem Weg nach Norden, in die Blutzinnen. Das ist Nuri. Und ich bin Geron. Die Blutzinnen? Was wollt ihr denn dort? Wir sind auf der Suche nach einem Gelehrten. Es ist sehr verstrickt. Ich kann nicht alles erklären. Schon gut, ich bin nicht neugierig, nur vorsichtig. Sei gegrüßt, Rabe. Was hat denn der Rabe mit euch? Du Unglücksbringer, Borons Bote, du und deine Sippe. Ihr habt mir meinen Liebsten genommen. Verschwinde! Haltet euch fern von Borons Boten. Und wer bist du? Ach ja, ich bin Isida, die Gauklerbraut. Aber jetzt Witwe. Wohin fährst du? Ich bin auf dem Weg nach Andergast. Wie ihr vielleicht wisst, wird dort die Königin von Nostria erwartet. Auf dem Volksfest will ich meine Künste darbieten. Aber jetzt ist ein Rad am Wagen gebrochen. Und ich sitze hier fest. Was ist deinem Mann zugestoßen? Ach, mein Darian. Er war ein wunderbarer Akrobat. Ich spielte zu seinen Auftritten auf der Laute und sang. Aber unsere Künste brachten nichts mehr ein. Also ließ er das Seil so hochspannen wie noch nie. Du meinst... Keine letzten Worte. Und kein letzter Wunsch, den ich im Herzen behalten kann. Das ist... Ich weiß, wie du... Ist schon gut. Ja, gute Frau, wie schaut denn aus? Nimmt du's mit? Mit dem Gauklerwagen kämen wir viel schneller voran. Aber du solltest Andergast besser meiden, Isida. Wie kommst du darauf? Ich kehre nicht um. Ganz Andergast ist voller Krähen. Sie belästigen die Leute und niemand kommt gegen sie an. Das klingt abenteuerlich. Das Volksfest wurde abgesagt. Das wäre dann nur verlorene Zeit für mich. Bisher seid ihr wohl ehrlich gewesen. Aber ich bin trotzdem noch nicht überzeugt. In Andergast beäugt man Fremde sehr misstrauisch. Gerade Frauen wie dich. Was ist, wenn sie dich für eine Hexe halten und Jagd auf dich machen? Bei Rethos, Bart. Ich war schon oft in Andergast. Sowas kannst du mir nicht erzählen. Naja, Nuri ist gerade so mit dem Leben davongekommen. Ach was. Der Rabe. Er kam aus Richtung Andergast. Vielleicht ist er ein schlechtes Omen. Mit diesem Unglücksboten will ich nichts zu tun haben. Ich kehre wohl besser um. Aber mein Problem bleibt. Solange das Rad kaputt ist, sitze ich hier fest. Ja, gute Frau, das können wir richten. Und wenn ich das Rad für dich repariere? Viel Glück dabei. Es ist zerborsten. Du könntest uns doch nach Norden mitnehmen. Das Reisen in der Gruppe ist viel sicherer. Solange das Rad kaputt ist, sitze ich hier fest. Komm wieder, wenn du dich aufwärmen willst. Okay, Leute. Und bevor wir das Radl reparieren, dann ist machen wir eine Pause. Und beim nächsten Mal geht dann genau da weiter. Bis dann und Servus.